Kappadoster, vielleicht noch gut. Fensterbalken, Waffel, Moni, Eichhof, Peter, Böckel, Stefan, Sattel, Martin, Bosse, Toni, Pfeife, Kopf und Fanny, Hörnli, Hans und Stoffels, Mari, Weisse, Schwend, Wender, Kari, Zipfel, André, Eichhof, Toni, von früh bis See, eine Legende, Marvin, von den grossen Händen, Machi, Bruno, Martinau und Ottilia als Frau, Hütte, Hans und Stoffels, Pädel, Kostümer, und Lenzenberg, Säure, Fränzel, oder Piesel, Kätze, Pfaffen, Bodenwiesel, alle müssen den Namen haben, dass man es unterscheiden kann. Ja, so steht man in Walchwil mit normalen Namen an. Ja, alle müssen den Namen haben, dass man es unterscheiden kann. Ja, so steht man in Walchwil mit normalen Namen an. Aquarius, Staffel, Bruno, Merilon, auf zur Jagd spielt er Schoppi, uns heisst Vorrat auf sein Ohr, Knüppel, Chappi und Bagöpfi, Weili, Franz und Seppi, Rosso, Garage, Kabis, Käbels, Käbeli, flickt bei allen ihre Wägeli, Rust und Rölli, Rot und Ämsle, Müller, Kechi, Hüli, Manne, rote Zäpfen von der Fichte, in dem Wappen mit der Tanne, nicht ins Schläuch zum Schnauzkarri, Gosselingen, Kaulfeld schon, Metzgers, Französisch, zwar nur halb, doch wir senden halt so, ja, alle müssen den Namen haben, dass man es unterscheiden kann, ja, so steht man in Walchwil mit normalen Namen an, alle müssen den Namen haben, dass man es unterscheiden kann, ja, so steht man in Walchwil mit normalen Namen an. Schweizer Häusli, Terrierhand und der Kaiser Franzis Enkeli heisst Franzis, Franzeli. Schöne Treichle, schöne Riele, Säure Toni, Säure Franz, feine Gipfel, feine Spatz, der sauber Pellermann, der Kanz. Grüner Rand, Turnliberg, nebens Rütli, Winterstein, Zipfel, Hörnli, Lienisberg, ja irgendwo sind all die ein. Hinterberg oder vor der Berg, Eichhof, halbe achte Stein, Lob der Bach, Hörnli Damm, am See entlang, schon gleich ein. Alle müssen den Namen haben, dass man es unterscheiden kann. Ja, so steht man in Walchwil mit normalen Namen an. Ja, alle müssen einen Wohnsitz haben, wer sich den noch leisten kann. Jetzt steigen in Walchwil nach dies nach die Preise an. Ja,
der Gott. Das ist nicht so schlecht. Es läuft dann einfach immer so. Weil der Frank Angst hat und weil er die ganze Zeit kontrolliert, dass auch tatsächlich alles funktioniert. Okay. Ne? Weil, Nichts dümmer als nach einer Stunde. ganz genau. Oh shit. Ach so. Das hat nicht aufgenommen. Ach, Ja. schau jetzt. Genau. Ach, der Stecker, der hätte drin sein müssen. Ganz. Ja, nein, das ist Ja. wunderbar. Angie, machst du die Anmoderation? Ja, ja. Hey, ich freue mich seit irgendwie, keine Ahnung, 2 Monaten. Vor 2 Monaten haben wir über das geredet. Hast du mir angerufen? Ich glaube. Kann sein, ich bin nicht mehr Ja, ganz mal, sicher. ich bin mal. So lustig. Du hast mir geschrieben, als ich Ja, auf nach Ägypten deinen gegangen bin. Ja, ich bin auf Ägypten gegangen und ich habe das WhatsApp gerade noch gesehen und ich so, shit, jetzt habe ich in dieser Sekunde wirklich gerade keinen Internetempfang mehr, weil wir so ins Rote Meer rausgefahren sind. Ich habe es wirklich gerade, ich habe es noch gelesen und ich war schon am Töckeln. Ich so, hallo, ich habe jetzt gar kein Internet mehr. Zack, weg. Und ich, nein, shit. Und ich dachte, nein, was denkst du, wenn du irgendwie ewig nichts hörst von mir? Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Hast du die Nummer von Anas gestibitzt Ja, genau. und Selber eingeladen. dich selber eingeladen? Nein, mega cool. Ja, eben eine Anfrage gekommen, ein paar auf die Hand. Ihr habt haben etwas mega Cooles kreiert, etwas mega Cooles gemacht. Und wir sind in der mega glücklichen Lage, dass wir releasen dürfen. Also ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Und wir haben ich einen Song jetzt gerade vorhin das erste Mal gehört und ich finde es so richtig, richtig, richtig geil. Also darum, welcome sind ihr da. Wie Habe schön. mega Freude. Ja, voll. Wie schön. Voll. Und, genau, Ja. und ihr müsst das Mikrofon, ihr müsst ein bisschen weiter ran ans Mikrofon dann, ne? So dann, weil ich das so eingestellt habe. Wie man es eigentlich am Konzert auch. So könnte man, so ungefähr könnte man das machen, genau. Ihr seid ja da so ein ganz klein bisschen. Nein, wie wundervoll, dass ihr hier seid. Das ist klasse. Und wir haben ja den Song eben gerade, also produktionstechnisch, ne, schalten wir den ja dann davor, eben gerade schon gehört. Ja. Und das ist Gänsehaut. Also, nein, selbst ein Beutewalchwieler wie ich, der dann auch die zuordnen kann dann plötzlich alles. Ich habe übrigens noch keinen Namen. Also keinen Ortsnamen, ne? Da müssen wir auch noch einen haben. Ne? Irgendwie irgendwas wir Du machen bist können. Gerbi, Frank. Da ist Ich Gerbi. bin der Gerbi Frank. Hallo. Ich bin der Gerbi Frank. Hallo, das ist Gerbi. Ja. Ja, ich weiß, aber die Wurzeln sind ja. Aber gut, von mir Ja. Gerbi Frank, genau. Gerbi Richtig, ne? Genau, oder der tätowierte Deutsche von der Kleinen von Gerbi Joe. Das ginge auch. Ja, genau. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen harzig, ne, wenn man das ein paar Mal sagen muss. Das wäre zu lang, um ein Lied reinzunehmen. Ja, warte mal, gib mal einen Stift, das schaffen wir Es schon. gab das eigenes Lied. Ja. So, jetzt, das wollte ich die ganze Genau. Zeit hören. Danke. Ja. Oder Philharmonie, Frank. Viel Wow. Ja, sowas. Ja, wunderbar. Also pass mal auf, es ist eine Sensation. Es ist klasse. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Wir machen noch mal was ganz Klassisches. Wir stellt euch noch mal vor. Ja, bitte. Also, ne, mein Name ist im ganzen Satz. Also ich bin der Manu, heute zusammen. Danke vielmals, dass wir da sein. Und mein Bezug zu Walchwil ist, ich kann da die Lehre machen im Dorf. Wo? Ah, ja, Ich stimmt. bin eigentlich der Mütschi Manu. Stimmt. Ich bin gelernter Koch, habe in Mütschi oben die Lehre gemacht. Ja. Ah ja. Habe dann aber die Branche gewechselt, Ja. habe dann auch zu Walchwil als Gärtner gearbeitet Ja. und bin jetzt glücklicher Musiker da Ja. mit einem Bandraum bei euch zu Walchwil. So geil. Also, schaffst du nicht mehr auf dem Beruf? Bist du 100% Musiker jetzt? Nein, ich habe den Job gewechselt. Ich bin nachher Koch, bin ich in Gartenbau und Ja. nach dem Gartenbau wegen kleinen gesundheitlichen Strapazen, siehst du, Podcast. Ja, das ist wunderbar. Habe ich die Branche nochmal gewechselt und bin jetzt in der Werbung, Fotografie und Film Ja. am Arbeiten und Ja. mache hobbymäßig Musik. Ja. Du bist Teilhaber in einem Unternehmen. Nein, ich bin angestellt. Du bist angestellt. Ja, ich bin Okay, angestellt. genau. Und zwar bei AVP. AVP Media. AVP Media, ganz genau. Ganz genau, Schon richtig. dürfen ablichten. Hey, Ja, und ich finde, kannst du bitte dein Cap noch in Kamera zeigen? Das ist mein absoluter Lieblingscap. Ich weiß nicht, was so etwas gibt. Das ist so cool. Das kühle Gürtel-Cap, wie geil. Ich bin der Matti. Mein Bezug zu Walchwil ist eigentlich der Märtel. Er hat mich dann erst in den Jodelclub gelotst. Ich habe Ja. eigentlich nie gedacht, dass ich mal einen Jodler
wurde. Aber es ist dann doch ein Weile gut gegangen. Und ich habe dann aber eigentlich wegen dem Projekt Bar auf die Hand habe ich dann eigentlich wieder aufgehört im Jodelclub. Was ich sehr schade finde. Danke. Ja. Aber ich glaube, ich hoffe jetzt mit dem Song, dass wir ein bisschen in die Walchwiler etwas zurückgeben können. Und sonst sage ich nicht mehr. Mich kennt man, glaube ich, schon. Ja. Ich habe im Dammeis gewohnt, also dort bin ich noch der Dammetti gewesen. Jetzt habe ich mir selber einen Dorfnamen gegeben. Ja. In Zug bin ich der Hundsmägelers Mettel. Der Hundsmägelers Mettel? Ja. Okay. Ja. Weil mich nichts aus den Socken hält und ich alles verdauen. Ja. Gut, ich gebe weiter. Ich tue da rein. Ja. Ich bin der Richard Hugener. Mein Bezug zu Walchwil ist, dass ich, als ich aufgewachsen bin, in Zoberägeri, so quasi über Hogerinnen auf Walchwil den Walchwiler Bergen so halb gesehen. So, Ja. so quasi. So. Ja. Genau. Und da Sehnsucht. Da war natürlich auch viel Sehnsucht Ja, genau. dabei, ne? Ja. Klar. Sehnsuchtsberg. Nein, das denkt was machen die da unten im Nebel unten? Ja. Etwas so Ja. Nein, ich habe da weit draussen ein paar Verwandte da, aber eigentlich vor allem über die Wo so? Schöneberger Oh, also Garten? Ja, die sind so halb mit mir. Ja. Also eben so weit draussen über meine Großmutter, selig. Mhm. Sind wir da. Aber das ist eigentlich schon an der Grenze, gell? Schoberwil. Mhm. Ach so, ja, 88. Das ist nicht das Gleiche. Ist klar. Das ist wie Oberäger, Unteräger. Oder? Genau. Wie Oberäger, nicht Das Unteräger. ist schon an der Grenze. Genau. Nein, ich bin über Maschinenmechaniker zu der Musik gekommen. Über Maschinenmechaniker zu der Musik? Über einen Maschinenmechaniker habe ich dann irgendwann mal für Musik studiert und dann jetzt bin ich noch Therapeut, also über von Mechanik zu der Musik zum Mensch. Okay. Genau. Das ist aber auch ein 3M. spannender Weg, Genau. ja. Ja. Genau. Also, hast du nicht von Kind an Musik gemacht? Mal, also mit 16 habe ich auf dem Bass spielen und also schon Flöte in der Ja, dritten Klasse ja, oder so, ja, ja. aber dann nicht mehr weitergemacht und Okay. dann mit 16 auf dem Bass. Ja, ich habe vor allem mit Flöte, Genau, das hat mich angefangen. Genau, und dann hat irgendwann eine Band gefunden, wir brauchen einen Bassisten. Dann Ja. habe ich gesagt, ja, das kann ich schon. Ja. Ist So geil. gewesen. Das kann nicht so schwer sein, das sind 4 Seiten. Genau, so Bitte schnell euch. ist es. Und, Genau. ja. Dumm. Das Problem ist jetzt, je mehr dass ich weiss, desto mehr weiss ich, was ich nicht weiss. Ja. Über Im Musik? Instrument. Genau. Ja. 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 Dein, Das ist so. dein Lieblingsbassist? Oh, da gibt es ein paar. Im Classic Rock bleiben wir da. Nein. Mein Namensvetter, der Kishar Bona, das ist ein Ja. Afrikaner, Ja. Jazzbassist. Okay. Jaco Pastorius ist immer gut. Stanley Clark? Ja, der ist super. Das ist jetzt nicht so mein Ja. Typ. Mehr so Okay. Victor Wooten, Ja. der einfach auch eine gute Einstellung hat. Tell Wilkenfeld? Ja, die ist auch super. Ja. Die macht einfach, die ist nicht so überrissen technisch, so wie ein Wooten. Ja. Aber wenn sie mal am Solieren ist, dann ist Ja. jetzt einfach Hände und Ja. Füße und Ja. Geschichte, Ja. wo man kann nachvollziehen kann, was sie erzählt. Das ist 3 nicht Stunden so später können wir dann auch wieder mal etwas sagen. Genau. Man muss vielleicht dazu Love sagen, it. dass er eigentlich der einzige Profi-Musiker ist von uns. Nein, aber mega cool. Hammer. Ja. Wo hast du Musik studiert? Das Luzern. In dem Fall an der Jazzschule gewesen, Ja, nicht, genau. Nicht Konservatorium. Ja, Jazz schon, genau. Mhm, Damals cool. jetzt noch, also jetzt ist es noch mehr zusammen. Ich habe so, bei uns jetzt so angefangen, das Konzi und Jazz schon Mhm. zusammen arbeiten. Mhm. Genau, und bei mir ist es noch mit in der Stadt Luzern, Ja. jetzt ist es so im Südpol hin. Ah, Alles stimmt. miteinander. Das hat Genau. stimmt. Ja, Dort in Ja. der Jazzkantine Ja. oben innen. Ja. Jazzkantine ist mega cool. Mhm. Ja. lokal gewesen. Sehr schön. Genau. Ja. Martin. Ja, also. Ja, also. Dem Fall. Ja. Ja, also ich bin der Martin Fuchs und ich habe keine Übernahmen. Mal. Ich kann gerade Ich sagen. habe zu viel übernehmen, darum lassen wir Ja. jetzt das. Nein, nein, erzähl doch. Sag doch ein paar. Nein. Ich bin der Walchwilerist von uns allen wahrscheinlich. Und ja, bin da aufgewachsen. Meine Großmutter ist schon da aufgewachsen. Und ja, und ich habe irgendwann, also mit der Matti kenne ich eigentlich schon seit der Pfadi-Zeit nachher. Okay.
Das ist wirklich auch schon ein Zeitchen her. Also Wölfli schon. Gell? Und und habe eigentlich ihn schon als coole Socke wahrgenommen. Wir haben uns ein bisschen verloren zwischendurch ein bisschen, aber immer wieder gesehen, Ausgang und so weiter. Und hatte das Gefühl gehabt, den müssen wir eigentlich zu Walchwil haben. Jodelclub nehmen. Überhaupt, einfach vom Typ musikalisch alles top Mann. Und natürlich die Brüder auch. Beide so Sonnenscheins da, oder? Ja. Ja. Hey. Und der Reiche hat mich natürlich ein bisschen ablösen auf dem Pass. Hast du vorher... Herzlich willkommen. Ja, voll. Ja, logisch. Blöde Frage. Ja. Und Sorry. jetzt spielst du auch so eine Art Flöte. Ja. Was ist denn das? Das habe ich Genau. noch Das nie ist vorher ein- gesehen. Das ist ein Büchel. Natürlich. Ja, das habe ich noch nie gehört. Ja. Nein, also ich habe es noch nie gehört, noch nie gesehen. Ja. Also das ist ein Naturtoninstrument, Ja. wie eigentlich das Alphorn. Ja. Und eben, da kann man nur die Naturtöne spielen, Ja. blasen und ist auf B gestimmt. Okay. Das ist eigentlich viel mehr, muss man da dazu auch gar nicht Nein, gut, sagen. nein. Ist aus Holz. Ich weiß, Wir haben extra das Lied auf B genommen, damit er mit dem Büchel kann Ja. mitspielen kann. Ja, ja. Hey, und wie kommt man dazu, dass man Büchel spielt? Was lachen denn? Ja, wir müssen jetzt lachen, weil der Matti ist so ein Genie. Mit dem Kapadaster und mit dem Schnörrengiegel und so. Und man Ja. muss eigentlich auch die Tonart stimmen. Ja, Und darum hat er jetzt das so. okay. Und da ist es eben nicht so schwierig, weil da kann man einfach nichts haben. Genau. Ja. Da wüsste ich noch ein paar Anekdoten von Konzerten zu dem Kapadaster. Und damit? Ja, Richard, mir hat auch vorhin sehr, sehr gut gefallen, als du am Anfang der Aufnahme gesagt hast, so richtige Tonart. Machen wir auch noch mal, ne? Ganz- Ja, genau. So, das hat sich nach einem Insider angefühlt auch, ja. Okay, Ja. gut. Ja. Nein, es ist ja so, ich darf das zwar nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt. Bitte gerne, dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier. Wir haben etwa die Song, wo der Matti Kapadaster ran tut, oder? Und Ja. dann das gibt es etwa mal, das passiert einfach Profis. Also vielleicht muss man noch schnell erklären für unsere Nicht-Musiker, die gleich zulassen. Und das ist ein Clip, wo du kannst an der Gitarre ran tun, dass man kann Tonart Genau. switchen. Dass man einfacher kann Gehör spielen Ja. und Tonart wechseln Ja. quasi. Und dann gibt es halt etwa mal, dass der am falschen Ort ankommt oder vergessen geht. Ja. Genau. Dann, ich Okay. höre das und spiele dann mit und so. Ja. Auch den Song sage ich dann immer, du, das wäre dann im Fall nicht die Tonart sein. Genau. Wir haben das aber eigentlich, der Matti und ich das natürlich von Anfang an beim Richi als Test gemacht. Wir haben Na, ja. gesagt, wenn der Bassist Ja, sehr gut, sehr gut. live die Richtung wirklich Ja. auf das reagiert, dann ist es der Richtige. Und Sehr das gut. ist schon mehr als einmal der Test bestanden. Vor allem, weil er Profi ist, machen wir es vielfach so, dass wir ein Lied ihm gar nicht sagen, weil er kommt nicht so viel proben, weil er es so gut kann. Dann Ja, ich machen bin wir einfach ab und zu ein ein faules Lied, das wir ihm gar nicht sagen, irgendein Neues, das wir reinnehmen. Und das Frustrierende ist ja, dass es gleich noch besser spielt als wir. Ja, das ist schon krass. Gell, es ist manchmal so ein bisschen, ich sage immer, als Hobbymusiker ist es manchmal sehr undankbar, wenn du mit so Profis zusammenspielst, weil die hören alles. Nein, Die können irgendwie... mit ihm zusammen spielen. Ja. Ja. Ich möchte Ja. es auch so gut. Nein, also ich habe das jetzt nicht schlecht gemeint. Ich habe ja auch schon mit Profimusikern Musik machen, aber das ist manchmal, du sitzt so da und du bist am Üben und du bist am Knurzen und irgendwie und dann kommen die Profis und ja, easy. Gut, und wir sagen ja, wir machen etwas dann professionell, wenn man dafür bezahlt wird. Okay, Ja. also dann wären die ja eigentlich auch Profis, oder? Genau, dürfen wir auch. Ja. Also, auch wenn es nur ein 5-Lieber ist. Ja. Eben ein paar auf die Hand. Ja, genau. Genau. Ja, sehr schön. Nein, cool. Sehr schön. Ja, aber Angie, du bist ja Mhm. auch sehr gut in dem Instrument, das du spielst. Das muss man ja nun auch sagen. Danke. Angie spielt ja Saxophon. Ja. Oh, schön. Ja, Mhm. so, Bariton-Saxophon. Ja, stimmt das? genau. Das ist eigentlich meine allergrösste Liebe, ist Bari-Sax. Okay. Ja, spielt im Moment leider jemand anders. Und jetzt darf ich wieder Altsax spielen, der Musik, jetzt fürs Konzert. Feiere ich gar nicht. Aber das ist okay. Ja, aber ja. Machst du auch in einer Band Musik? Hey, ich bin jetzt im Moment nur in der Dorfmusik. Okay. Naja, nur. Also, das ist ja schon. Ja,
Ja, Da geht ja schon ein bisschen aber, was. aha, ja, ist auch eine Band. Aber also, das macht mega Freude. Also, es ist noch lustig. Ich bin jetzt eben 13 Monate reisen und habe nicht Musik gemacht. Und ich habe mich wirklich gefreut, wie ein kleines Kind wieder in die Musikprobe zu gehen. Und wirklich einfach durch Musik. Ich habe so Freude gehabt, um wieder Musik zu geben. Und ja, das ist ein mega schönes Gefühl. Nein, wirklich, muss ich sagen. Und ich habe aber vorher schon mit der Lucerne Concept Band spielen. Also ich habe mit Papa Schwimms gespielt, ich habe mit Luca Hennig gespielt. Und KKL mega cool. Das war eine mega Erfahrung. Also ich habe glaube etwa 4 Konzerte gespielt im KKL. Da bist du ja mehr Profi als mir. Nein, überhaupt nicht. Ich habe noch nie im KKL gespielt. Erstes KKL, wenn ich dort ein Konzert spielen darf. Ich war noch nie im KKL drin. Ne? Ja. Ich hoffe fest, also falls jemand vom KKL schaut, wir würden das wirklich gerne mal bei uns Ja. spielen. Ja. Radio Walchwil Künstlermanagement. Ja, genau. Wir sind an der Sache dran. Ja, so sieht das aus. Ja, also es ist etwas mit der Lucerne Concept Band gewesen, und das ist eine mega Erfahrung gewesen. Also aber du kommst nicht rein und dann heisst ja, jetzt tun wir Ton abmischen. Also das ist crazy. Und dann spielst du da deine Nötchen und dann hast du den Tönler, der schraubt und sagt, ja, ein bisschen mehr von dem, ein bisschen weniger von dem. Gewisse kommen die In-Ears über und gewisse haben die Speakers am Boden. Und du probst das alles eigentlich in einem Bandraum die ganze Zeit und dann gehst du in das KKL und du spielst und du denkst, Scheiße. Fuck, tönt das scheiße. Das ist völlig anders. Oder? Das ist akustisch, glaube ich, wirklich einer der besten Säle, die du kannst haben. Und das ist so komplett eine andere Welt. Das war mega krass. Ich war super überrascht gewesen. Ja, und das war eine mega Erfahrung, um dort können. Ja, gell, du stöchst da so als kleine Anschi mit deinem grossen Instrument im Zeug oben. Und dann siehst du irgendwie, hast in einem anderen Saal hast du noch ein super klassisches Symphonieorchester. Und das sind alles Profis und du stöchst dort so zwischen diesen Sachen rum. Also es ist schon eine coole Erfahrung gewesen, ja. Ja, voll. Aber wir müssen ja jetzt nicht über mich reden. Nein, auch mal. Auch mal ist ja auch ganz schön. Ist auch mal gut. Ja. Ja, Ja. nein, haben wir das auch. reisen? Hä? Wo bist du denn reisen? Oh nein, nein. Falsche Frage. Ich mache kurz Abriss. Oh, ich wollte noch dazwischen grätschen Ja. und sage, jetzt gib mir doch bitte kein Stichwort oder ein Blasrohr. Was. So, nein, oh, jetzt ist so, alles klar. Ich hole euch was zu essen, das dauert. Ich mache es mega kurz. Ich tauche. Ich mache jetzt Sowas einen Lustiges habe Instruktor. ich, sowas Lustiges Ja, hab ich noch genau. nie gehört. Was? Ich mache es mega kurz, pass auf. Ich mache meine Reise. Nein. Hey, Bunte Fische Philippinen, gesehen. Papua Neuguinea. Dort habe ich 5 Monate gearbeitet. Knapp 5 Monate. Australien, Fidschi, Cookinseln. New York bin ich, Kroatien bin ich, Griechenland bin ich. Ja, genau. Sehr schön. Also sehr kurz. Mega cool gewesen. Viele unserer Stammhörer haben jetzt angefangen zu gähnen. Ja, genau. Das ist, Frank ist so viel. nein, überhaupt gar nicht. So Nein, lange ist es jetzt nicht gegangen. nein, das nicht, aber die haben das ja nun schon 1000-mal gehört. Aha. Das ist bis das der letzte vielleicht begriffen nicht hat. ganz 1000-mal. Ja. Ja, gut, naja, von mir. Egal. Ja. Pass auf. Wir haben das Lied vorhin gehört. Ja. Das Lied über Walchwil. Das, was ist denn? Ja, es ist ja. Ja, mal. Ja, Selber natürlich, machen. über die Menschen. Alles muss einen Namen haben. Nehmt uns mal mit auf, wie ist das entstanden? Ja. Also, wo kommt die Idee und dann, Ja. was passiert jetzt für dieses Lied zuerst? Ist zuerst der Text entstanden? Ist die Musik entstanden? Ist das ein fließender Übergang? Ja, bei mir ist zuerst die Idee im Kopf und dann der Text und dann kommt bei mir die Musik. So ist es eigentlich. Also, du bist so der Texter von. Ich liebe das Texten, ja. Okay. Und während du den Text schreibst, hast du dann schon Versatzstücke der Melodie im Kopf? Oder? Gehört manchmal so ein bisschen, oder einfach manchmal nur so ein bisschen, dass ich mir irgendwie vorstelle Ja. und dann noch eine Also, du hörst Und eigentlich einen Lied Rhythmus dazu. und dann. ja, ist immer ein bisschen anders. Also Ja. normalerweise tun wir eigentlich englische oder auch andere sprachige Lieder auf Deutsch übersetzen. Das ist eigentlich unser Konzept. Mhm. Darum eigentlich auch Bar auf die Hand, ja, weil wir Ja. mit Johnny Cash Lieder angefangen Ja. haben. Oder? Aha. Auf Daher Deutsch. kommt der Name. Ja, so genau, geil. auf Ja. Deutsch übersetzen. Ja. Und weil wir gerne Cash ducket werden, natürlich. Ja. Ja. Nein, aber zum Lied einfach, es ist eigentlich Walchwil. Die Idee ist schon vor langer Zeit in Walchwil mal entstanden, weil ich am Damm Seebi gewohnt, im Damm unten. Ist eigentlich meine erste eigene Wohnung gewesen dort. Ja.
Und dann hat es einen Pöster vom Kanton Schweiz, den ich kennt habe, weil ich mit der Frau im Kanton Schweiz im Obdorf bis im Hühnerpfil gewohnt habe. Und der hat auch dort oben gewohnt, hat aber zu Walchwiler als Pöstler geschafft. Ja. Und ich habe dann mal mit dem ein bisschen berichtet, als er im See bei unten gestanden ist. Und dann hat er gesagt, ja, da mit Walchwil, hey, 40 Hans Hürlimann und so. Ja. Wenn du den Dorfnamen nicht weisst, wenn du jemanden fragst, dann weisst du nicht, wo das musst, zum Teil. Oder? Ja. Oder einfach, wenn du jemandem eine Frage stellst. Und so habe ich schon immer dort natürlich ein bisschen gespielt damit und habe auch gesagt, ja, ich bin der Dam Matti, oder einfach eine grosse Schnurr gehabt und so. Hat das aber immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass mit diesen Dorfnamen, das ist hure lustig. Und irgendwann, das ist noch nicht so lange her, bin ich dann beim Märtel und bei der Margrit eingeladen gewesen. Und da habe ich ihnen mal gesagt, hey, könnten wir nicht einmal die Dorfnamen, wo es alles gibt, so ein bisschen aufschreiben. Ja, schön. Zuerst bei ihm, und er hat mir dann wirklich mit der Margrit zusammen eine Liste gemacht, mit allen. Und immer, wenn ich wieder noch wollte, sorry, ich berichte jetzt ein bisschen lang, eine Story dazu wollte, noch, wenn ich etwas wissen musste, wie zum Beispiel Metzger Berti, oder? Und wieso, dass der andere nicht der Metzger ist. Dann hast du das irgendwie noch ein Lied einbauen und so. Und so ist eigentlich das Lied entstanden. Und auch so ein bisschen der eine oder andere, den ich selber kennenlernen durfte im Jodelclub, oder? Wo es mir jetzt irgendwie so ein bisschen eine Herzensangelegenheit war, um die drin reinzunehmen. Wolf Grübli-Sebi, eine Legende. Also, von mir aus gesehen, der lebt noch. Das ist für mich eine lebendige Legende. Und der hat damals so Sprüche gebracht im Jodelclub, wo alle geschmunzelt haben und so. Die darfst du jetzt nicht bringen. Aber einfach wirklich ein herzensguter Keim. Und einfach so Leute haben, es war für mich noch schön gewesen, dass die selber auch noch drin reinnehmen können. So, und wie ist denn... Also weißt, aber ich mache ja selber auch Musik und ich finde das immer so faszinierend. Ich lese im Moment gerade die Falco-Biografie von seinem ehemaligen Produzent. Oder nein, von seinem ehemaligen Manager. Und der ist ja dann irgendwann völlig gugu-gaga mit viel Alkohol und Drogen und hat dann gar nicht mehr selber geschrieben. Aber am Anfang hat er ganz viele Songs selber geschrieben. Und ich finde das so etwas Beeindruckendes, wenn man selber Songs schreibt. Und wenn man dann irgendwie, weißt du, wie kommt das Melodische, wie kommt die Musik? Ich finde das so, das finde ich so, wie kommt das? Wie viel sind es? Wie viele Akkorde? 5, 6 Akkorde? Ja, aber das ist... So Sept-Akkorde sagst du am genau, oder? Musst du ins Mikrofon reden, Richi? Also, ob jetzt Sept-Akkorde oder der Grundton ist immer der gleiche. Also das Lied besteht aus 4 Akkorden. Ja, aber es ist ja Popmusik. Besteht einfach aus 4 Akkorden. Ja, aber es muss ja dann gleich irgendwie, es muss ja dann Sinn machen. Und du hast einen Hauptteil und du hast einen Refrain, wo wieder kommt. Also es ist ja schon... Oder stelle ich mir das einfach viel zu gewaltig vor, also, eigentlich ich tue wenn jemand kommt und sagt, ja, es ist so, es ist schon krass, wie ich Musik machen und so, das ist doch mega schwierig. Dann sage ich, ja, es ist einfach, es ist wie, wenn ein Treuhänder eine Steuererklärung sauber ausfüllt. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Ja. Also der hat ja auch eine Art Leidenschaft für das. Es sieht einfach nicht gleich aus. Ja. Und es geht niemand klatschen, oder? Also wenn ich die Steuererklärung bekomme von 3 Händen, gehe ich nicht klatschen. Aber eigentlich... eigentlich sicher, weil ich meine, das ist eigentlich auch, und ich zahle ihn ja auch, oder? Also er hat das eigentlich auch verdient. Ja. Es ist halt eine trockenere Angelegenheit. Aber eigentlich ist es das Gleiche. Weil man fährt irgendwann an, man tut gerne Zahlen biegen und man sieht, findet, ja, also wo kann ich jetzt da noch etwas umschrauben, dass es besser wird. Das hat für mich etwas Ähnliches. Ich mag das schon mal erwähnt haben in anderen Episoden, aber es gibt auf YouTube viele Videos, wo du siehst, wie berühmte Musikstücke entstanden sind. Also es gibt viel von Stones, es gibt viel von Beatles, es gibt viel von Pink Floyd. Und dann hat irgendein kluger Kopf, hat dann 1967 einfach eine Kamera ins Studio gestellt und dann siehst du, wie also beispielsweise eine Get Back. So, das ist einfach, McCartney sitzt am Klavier und
macht ein paar Akkorde, was ist denn? Und dann fängt er genau an, Matti, wie du sagst. So, und dann irgendwann kommt dann die Musik dazu. Oder das Faszinierendste für mich ist, was ich in dem Zusammenhang gesehen habe, ist David Gilmour. David Gilmour, der davon erzählt, wie er die 4 Töne von die berühmten Shine on You Crazy Diamond, wie sie im Studio gesessen haben. Das Geile ist, der ist bei Rick Beato, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ne? So, der interviewt ihn und da sagt er, you came up with the most famous notes, und er sagt, Akkord with the most famous chord in music. Well, technically speaking, it's an arpeggio. So, und dann sagt er, wie er dann im Studio gesessen hat und einfach rumgenudelt hat. Irgendwie Pause und all das. Und dann hat er also Shine on Your Crazy Diamond. Und das hat er 2-3 Mal gespielt und dann war der Raum still und alles hat er ihn angeguckt. Also plötzlich ist dann was da, ne? So was dann so ist. So. Und du machst aber zuerst den Text, du hörst schon was im Hintergrund und dann wirfst du es in die Gruppe. Kann manchmal so sein, kann manchmal anders sein, aber es sind jetzt gerade ein bisschen grosse Namen, die da rausgegriffen haben. Warum? Nein, das ist... Also ich finde, es ist ich finde, das geht ins Gleiche rein. Also. Ist bei uns auch speziell, bei unser eigentliches Konzept ist ja, wir nehmen ja eigentlich schon bestehende Songs und sie in Schweizerdeutsch übersetzen und dort ist ja dann das eigentlich schon gegeben, dann ist nur noch der schweizerdeutsche Text, der dann ist, und das entsteht vielfach wirklich aus einer Idee, wo du im Radio etwas hörst und dann denkst, das könnte noch lustig kommen auf Schweizerdeutsch oder das muss einfach übersetzt werden, damit auch wir in der Schweiz all das verstehen. Ja. Aber weißt, ich finde, es ist ein wahnsinniger kreativer Prozess und dann gehst du wahnsinnig aufmerksam auch durch den Tag durch, um so Sachen wahrnehmen. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist dann auch, dass es nicht popelig tönt, wenn du etwas übersetzt. Vom Englisch ins Deutsche, oder? Weil du dann zum Teil halt kleine Phrasen, alles zusammen musst machen, dass es irgendwie ein bisschen passt. Also, aber ich finde das eine mega Gabe. Ich finde, das ist ein mega Geschenk. Also, wenn man so Sachen kann machen kann. Ich finde wirklich, dass das ein Geschenk ist. Und ich staune da, Alex, dass so das Simpelste ist ja auch das Beste. Ja. Und wie viel Simples es dann rauskommt, dass da noch nicht alles schon erfunden ist eigentlich. Das ist schon erstaunlich. Ja. Aber was weißt du, so simpel ist das Beste. Ich finde, das ist im Fall bei allem so. Das ist nicht nur bei der Musik so, das ist nicht nur beim Texten so. Ich finde, das Einfache ist meistens das Beste. Nicht einfach. Also, du kannst ja dann gleich noch sehr, sehr detailliert weitergehen. Aber vielfach ist schon simple Sachen sind halt auch eingebend für gewisse Leute. Ja. Hey, wie habt ihr euch, ich staune ja auch ab dir, gell? Du bist für mich auch so ein musikalisches Multitalent. Also, nein, du bist im Jodelclub, du spielst Susifon, du spielst Büchel, du spielst Alphorn, du singst, also das ist so, hä? Und manchmal auch an der, ich weiss nicht, wie es heisst. Auf dem Kistchen, wo der Trümmel ist. Ja, nicht wirklich. Also, mal habe ich dich auch schon gesehen. Zu fortgeschrittener Stunde. Zustand, dass ich genau. Ja. 2, 3 Bier genommen schon. Ja. Aber Perkussion ist es eigentlich nicht so mein Ding. Und das Musikalische, ich kann es einfach gerne und mache viel, aber, oder probiere viel, aber in Perfektion ist das also weiter weg. Also nein, aber jetzt ohne Scheiß. Du hast den Büchel als Maul genommen und die Töne, die sind gekommen, einfach on fleek. Da war keiner daneben, es war kein Schrenzer drin. Also es ist schon eine gewisse Begabung auch rum. Also, und du spielst da Naturtöne, du tust nicht einfach, du hast nicht irgendwie noch Tasten. Ein Blasinstrument ist sicher etwas, was mir ein bisschen geist. Das ist Etwas muss man vielleicht auch noch sagen zu diesem Lied. Ja. Wir haben ja ein kleines Jützchen noch drin. Ja, wenn sehr ihr die schön. Live-Aufnahme schaut oder hört, gehört ihr das sicher. Und das war natürlich noch genial für mich. Weil ich konnte zum Beispiel zum Märt gehen und da können sagen, du Märtel, wir müssen dort irgendwie so ein Jützchen drin reinbringen. Ja. Kannst du das nicht einmal ein bisschen zweckstiffeln, dass wir 3, 4 verschiedene Stimmen haben? Und dann ist natürlich, wenn du einen hast wie er, ist das natürlich parademässig. Oder? Also, wenn er sich selber nicht lobt,
mache ich es jetzt. Ja, recht hast. Recht hast. Martin, bist du denn in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen? Gab es viel Musik zu Hause, entweder aktiv oder passiv? Eigentlich nicht einmal so extrem. Also der Vater ist schon musikalisch, die Mutter habe ich noch nicht so manchmal gehört, aber wenn sie gesungen hat oder mitgesungen Weihnachtslieder oder so, hat es auch gestimmt. Aber sie ist jetzt nicht die das so zelebriert hat. Aber, und der Großvater hat sicher Klarinett gespielt, viel gehört. Ja, aber sonst eigentlich normal im Rahmen, eigentlich nicht. Ja. Wie ist das bei euch? Manu? Er macht schon lange Musik. Ja. Ich bin dann als Junge mal an ein Konzert von seiner Reggae-Band mit 2 Kollegen zusammen und wir sind dort im alten Chaoszug rausgelaufen und haben dazu mal gesagt, das machen wir auch. Ja. Und so hat dann meine musikalische Karriere angefangen. Und das Lustige ist, wir haben, würde ich sagen, sicher 15 Jahre lang parallel Musik gemacht, aber beide in anderen Formationen. Ja. Und jetzt vor 5 Jahren haben wir endlich mal das Projekt zusammen gestartet. Und es ist eigentlich eine pure Vergütung, dass wir so lange gewartet haben. Es war so, wir hatten eine Reggae-Band und sie haben eine Reggae-Band nachher gemacht. Ja. Und sie hat es eigentlich immer besser gemacht. Und ich habe immer alles, was er angegangen hat, hat er noch ein bisschen so einen Ticken perfekter gemacht. Und, da war eine Menge Zorn. Wir haben immer die Fehler gesehen von ihnen. Ja, natürlich. Herrlich. So machen wir es nicht. Ja, genau. Nein, aber es ist, also wenn wir noch einmal zurück zu der Flöte kommen, auch ich musste Flöte spielen. Ja. Ich bin dann aber rausgerührt worden nach 3-4 Mal, weil ich einfach keinen Bock hatte. Ich wollte Schlagzeug spielen. Ja. Und du hast bei uns dazu mal irgendwie müssen über die Flöte gehen. Ja. Also hast du nicht in die Rhythmik gehen? Nein, ich habe wirklich in die Flöte müssen. Ja. Und das Lustige, was bei uns eben auch noch ist, wir haben noch eine ältere Schwester und sie ist mit Abstand die beste Flötenspielerin gewesen. Dazu sie hat immer an Weihnachten in den Kirchen gespielt. Und dann hat natürlich die Flötenlehrerin bei ihm schon gedacht, nein, ich habe nicht Flöte gespielt. Und bei mir wahrscheinlich auch. Und da kommen jetzt noch mehrere Generationen. Bitter enttäuscht. Ja. Nein, mittlerweile, ich sage immer, ich bin kein guter Musiker, ich mache es einfach mega gern. Und ich glaube, wir sehen mehr oder auch uns das an, wenn wir Musik machen, dass wir es einfach wirklich gern machen. Ja. Und ich glaube, das geht über. Das ist so... Darum kommen auch wirklich ab und zu mal ein paar Leute in unsere Konzerte. Ja, nein, super, herrlich. Also, und dann hast du irgendwann von der Flöte, bist du dann direkt zur Percussion, zum Schlagzeug geschwenkt oder gab es da noch Zwischenschritte? Nein, also ich habe eben an diesem Konzert meinen Brüder gesehen, wie er auf diesen Perkussionskübeln, Kongas, Bongos trommelt. Ja. Und hat es dann auch übernommen. Haben wir dann auch so Schlaginstrumente zugetan und haben von Hand auf drauf rumhämmern. Und so, gestartet. Aber ich habe dann schon mal einmal probiert, ein bisschen Bass zu spielen. Ja. Aber genau. Richard wird nervös. Also ich habe auch mal Bass gespielt. Aber sehr schlecht. Aber nur noch kurz, das Projekt Bar auf die Hand ist eigentlich ursprünglich entstanden durch den Jodelclub, weil wir das Bergfest-Film gemacht haben. Ja, das habe ich dem Frank geschickt, weil der Frank gefragt hat, also wer kommt denn genau? Und ich so, also weißt du schon nicht gerade die vom Jodelfilm, aber musst schauen, das haben sie auch gemacht. Hat er doch den YouTube-Link geschickt. Genau. Der Merkel und damals noch der Tom Jones, der Australier. Ja. Wir haben jetzt dritten eigentlich... da sind wir so ein bisschen auf Bergfest-Tour und so ist es dann eigentlich gekommen, dass der Tom eine Weiterbildung gemacht hat und du hast ja keine Zeit mehr gehabt, auch irgendwie für Bar auf die Hand nicht mehr genug. Und dann hat sich das ergeben, dass ich den Manu eigentlich mit dir ein Boot auch holen konnte. Ja. Und seitdem machen wir eigentlich miteinander Musik, oder? Ja, und das Lustige ist noch, die Videos, die ich machen durfte. Ja. Das ist für mich so ein cooles Projekt gewesen, die 2. Ja, das glaube ich. Ja. Das ist zwar wirklich gemerkt, die Leute haben mega Freude, dass du das möchtest machen und sind auch wirklich dabei, was mega wichtig ist, wenn du mit der Kamera Leute filmst, dann sind wahre Emotionen Gold wert, sage ich immer, wenn du das hast. Und das ist wirklich bei diesen 2 Nein, also es ist der Hammer. Plus es ist auch ein cooler Anlass, das Bergfest. Und das ist auch
cool gewesen, zum Werbung machen für, Ja. für so etwas. Ja, sehr gut. Richard, du hast, wie war das? Mechanik, Mensch, Musik, oder ne? So. Ja. Also du einen musikalischen Hintergrund vom Elternhaus her gehabt, oder? Nicht. Oder schlägst du aus der Art? Nein, also bei uns ist schon immer Musik gemacht worden. Also meine Ja. Großmutter hat ein bisschen gegurgelt Ja. und meine Geschwister, meine Eltern, also Ja. meine zwei ältesten Brüder und meine ältere Schwester, Mhm. die haben Schweizer Hörgel gespielt, die jüngeren Brüder eigentlich auch, genau. Mhm. Und so, mein Vater hat immer Ländlermusik gehört im Auto, ich mag mich noch erinnern. Er hat immer im Auto in Ländlermusik und alles mitpfiffen. Ja. Und lustigerweise mache ich das jetzt auch. Ich höre aber nicht Ländlermusik, ich höre mehr Musik aus der Karibik. Ja. Kubanische Musik und ich pfeife aber auch immer jede so alle Solos und so. Das ist immer so. Ich denke mal, Ländermusik. Ländermusik, Genau. Ländermusik, ja. So, und ich bin eben, also relativ, ich habe schon Flöte gespielt, aber nachher habe ich wie nicht weitergemacht und dann, ich mag mich erinnern, es haben alle gesagt, du musst doch das Instrument spielen und ich habe wie gefunden, nein, ich habe keine Lust zum Üben und das Zeug. Ja. Dann mit 16 habe ich dann gefunden, Also wie bist du, weißt du, was ist so der Impuls gewesen mit 16, dass du gesagt hast, mal irgendwie, ich bin, muss jetzt wieder? Also ist auch spannend. ja, ganz genau. Ich war im 10. Schuljahr in Lausanne und das haben ein paar. Einer hat Schlagzeug gespielt, einer hat Gitarre gespielt und die wollten eine Band gründen. Und da habe ich so gesagt, ja, ich probiere das mal. Da bin ich zu einem Kollegen, zur Oberägerin, der hat ein bisschen Bass gespielt und hat mir so mal so Grundlagen gezeigt. Ja. Und dann gesagt, auf was ich muss schauen und was mir der Gitarrist muss sagen, was ich muss spielen. Und dann so haben wir dann angefangen. Hoppla. Und dann mit 20 habe ich mal gefunden, so, jetzt gehen wir neu in Unterricht. Ja, mit 20 Mit erst. 20, ja. Mhm. Die erste Bassstunde gehabt. Und Notenlesen hast du aber gelernt damals in der Schule? Nein, das habe ich nicht können. Okay. Da habe ich einfach geübt wie ein Holen. Und mit 26 habe ich dann Jazzschule angefangen. Ja. Hey, nein. Ja. Und dann... Das ist schon 30, 25. hä? Und dann Und jetzt 4 Jahre, Wow, von 4 Jahre Jahren. später. Nein. Der Matti übertreibt 34. Ah, okay, das ist schon okay. ein bisschen. Okay. Aber danke, Matti. Was willst du noch trinken? Nein. Aber das ist eigentlich schon auch noch krass. Mit 26 hast du angefangen Noten zu lesen. Nein, ich habe schon fordert, ich habe natürlich, dass ich die Aufnahmeprüfung für die Jazzschule können, habe ich natürlich müssen, okay. bei der Rechten hin, also mit allem. Hey, wie logisch, ist das mit gegangen? Hörbildung. Also, Einfach geübt. hey, Könnt ihr Noten lesen? Nein. nein, beide Martin? nicht. Martin? Also ich weiss einfach vom Jodeln Ja. her, weiss ich es natürlich, oder? Wenn das einfach Wenn Wenn es ein bisschen höher und von dann... dem her kann ich auch Noten lesen. Ja, Also, ja, in dem Fall. Hallo? Nein, krass, ihr könnt nicht Noten lesen. Nein, ich kann nicht Noten lesen. Also Nein, ich kann, so gut. Ich finde das ist so cool. ich könnte jetzt schon noch sagen, eben, wenn jetzt da der Punkt ist, dass nicht gerade dass ein hoher Ton ist oder so, Ja. so die 2-3 Flötenunterrichtkenntnisse, Ah, die okay. habe Ja, ich ja, irgendwo noch. Die sind hängen geblieben. Ja, genau. Mensch. Das ist Aber herrlich. sonst, Ja. ich Aber finde es auch, ich könnte, gut, ich könnte nicht, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber so ab einem Blatt Musik machen, das passt für mich irgendwie nicht. Ja. Also ich kann mich nicht auf ein Blatt konzentrieren, wenn ich Musik mache, weil dann bin ich völlig mit mir beschäftigt. Ja. Also ich habe viel die Augen zu, jetzt haben mir auch schon Leute gesagt, mach mal die Augen auf. Ja. Und, ja, Ja, genau, ne, hast du gesagt. Aber ich weiß doch, wo alles steht. Warum muss ich denn die Augen das haben? ist Ja, genau. so. Ja. Ich bin dann wirklich, ich bin dann so ein bisschen in meinem eigenen Film drin. Ja. Und Okay. ich fände es relativ schwierig, wenn ich mich jetzt noch müsste Hey, es auf ist so Noten krass. konzentrieren. Und ich sitze so da und denke so, yes, Gott, wenn ich ohne Noten Musik machen müsste. Das ist meine Orientierung. Okay, ja. Mhm. Es Also- hat ja auch, also es hat ja nichts damit zu tun, ob man gut ist oder nicht gut. Nein, Ob man nein, kann nein, Noten ja. lesen oder nicht Ja, Noten lesen, ja. oder? Aber ich finde es gleich, für mich ist es mega faszinierend, oder wie ich habe das von der Piken auf gelernt, oder mit der ganzen Note. Also, nein, stinkvoll. Ich bin zum Beispiel eben, über daheim tue ich nie. Das ist, ich lese das durch und dann weiss ich, was ich muss spielen und was ich muss drücken. Ja. Aber über daheim tue ich nicht. Und das mache ich erst, wenn ich mit der Band bin. Also das ist für mich so, das ist so vergütete Zeit. Weil ich finde, so alleine für mich etwas vorblöseln, das ist Da Gegen- gebe ich dir auch recht. Also ich habe das Also. Glück, ich muss mein Instrument nie stimmen, Ja. ich muss es nicht immer dabei haben, mir
manchmal einen Kochtopf Ja. oder was auch immer zum drauf rumtrommeln. Und das mache ich mega viel. Ja. Aber Proben tue ich mit den Jungs, wenn wir eine Probe haben. Ja. Wie häufig probt ihr und wo probt ihr? Also jedes Mal, wenn ich mit dem Matti telefoniere, hey, ich bin gerade in der Probe gewesen, hey, ich mache gerade Musik, hey! Gut, das ist extra, damit wir ein bisschen besseres Bild Ah. abliefern. Wir sind immer am Saufen im Pub. Das ist ein alter Musikertrick. Also Wir sind am Proben. Man nimmt ja auch immer die Gitarre oder den Bass mit in den Ausgang. Dass Ah. man immer kann sagen, hey, ich habe gerade eine Gitarre, ich komme von einer Probe. Okay. Ob es Sehr jetzt gut. so Okay. ist. Okay. Meistens ist Das der ist Koffer leer, wie Bier drin oder so. Also, Okay. Nein, wir sind in Walchwil im Feuerwehrgebäude unten drin, wo wir dürfen proben. Ah, Ja, okay. das ist wirklich cool. Da sind wir eben eigentlich auch durch den Märtel, haben wir da das Glück gehabt. Ja. Hält alle Fäden in der Hand, Martin. Alles läuft über dich. Ja, ich merke das schon. Ja, genau, der Capo. Und ich würde sagen, Ja. miteinander einmal in der Woche und sonst einfach etwa zwischendurch noch eine Probe. Mhm. Zusatzprobe, Mhm. wenn wir es noch nicht so können. Ja, Also wir müssen ja eigentlich immer warten, bis es du kannst. ja, Hey, nein. ja das stimmt. Eben, musst es, er hat recht. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Aber ich muss ja auch ein bisschen das Konzept ein bisschen mit diesen Texten machen. Ja. Und wenn ich das noch nicht drin habe, Ja. dann sind sie natürlich auch die Versäckelten. Oder? Ja. Mhm. Ja. Plus ist natürlich auch die Halbmiete, wenn live nicht alles perfekt stimmt. Ja. Dann kommt es auch noch ein bisschen authentischer So, rüber. genau. Geht noch ein bisschen mehr in die Comedy rein. Was Herrlich. wir auch noch sehr gerne machen in unserem Ja. Live-Konzert. Ja. Herrlich. Ja, darauf kommt es ja an. Ne? Also das ist natürlich auch die Musik, aber du gehst ja nicht auf ein Live-Konzert, um die Musik erst reinzuhören. Genau, Na, für so. das kann man ja So, CD genau. kaufen. Oder? Ja, genau, richtig. Ja, und ich denke, unser Konzept ist vielleicht schon auch so ein bisschen, dass es so richtig, ein bisschen richtig Comedy geht. Wir haben Sicher. auch schon gemerkt, dass wir können eigentlich an einem Gemeindefest spielen oder so. Oder Ja. was manchmal auch noch entgegenkommt, dass du an einem Ort spielst, wo es gestuhlt ist Mhm. und ruhig ist. Und dann kommen die Leute auch wirklich die lustigen Pointen mit über, wo es dann wirklich um den Text geht. Und das ist beides cool. Aber es ist, uns kommt es, glaube ich, eher entgegen, wenn es ruhig ist. Weil wir dann so ein bisschen mehr mit den Leuten kommunizieren und jemand wirft mal irgendwie Witz bei einem Podcast etwas rein. Ja. Ja. Also ich habe jetzt gerade gedacht, weil für mich war es mega cool, habe ich euch jetzt vorher einfach zuhören. Und ich konnte auf den Text hören. Ich mega lachen. Also ich bin die ganze Zeit irgendwie so da gestanden. Und wir hatten am Anfang extrem wenig Lieder gehabt Ja. und sind dann gleich schon gebucht worden. Ja. Und da hast du natürlich müssen möglichst viel Hast du schwätzen müssen. zwischendrin, Ja. damit Ja. auch Ja. Bisschen die Zeit. Zeit. Bisschen die Zeit Ja, ausrollen. und dann haben wir auch gemerkt, dass das manchmal, dass wir das noch fast besser können als So gut. Also jetzt gibt es euch seit 5 Jahren. Oder schon länger. Ja, eigentlich vor 5 Jahren haben wir das zweite so einen kleinen Auftritt geholt, ja, den wir dann gemacht haben, in dieser komischen Zeit, wo wir da nie gross drin können Musik machen. Ja. Ich erinnere mich. Dunkel. Ja, irgendetwas ist richtig. Ja, genau. Und eben, dort sind wir mit 4, 5 Songs gegangen und haben eben noch ein bisschen Witzli erzählt. Und plus das Optische ist ja auch noch ein bisschen speziell. Wir haben einen grossen, mit langen Dreadlocks, mit einer kleinen Ukulele und so ein lustig zusammengebasteltes Schlagzeug. Und das holt ja optisch ein bisschen ab. Ja. Also wenn du jetzt an uns vorbeilaufst, dann denkst du schon, da will ich jetzt schon anschlossen. Ja, so. Das guck ich mir an. Du sagst, okay, ich gehe Okay. Oh, herrlich. Und wie sind denn ihr zwei dazu gekommen? Also ich nehme an, eben, du bist wahrscheinlich über den Jodelclub irgendwie? Oder? Und dann bist du hergegangen und hast gesagt, ich mache bei euch mit. Hey, ich komme jetzt Büchel spielen. Nein, also eben, es ist ja, ich bin nie ganz weg gewesen, oder? Eben am Anfang ist ja der Matti und ich mit dem ersten Bergfest Werbefilm gewesen. Was war das, 2017 gewesen, oder 2018? Ganz schlechte Zahlen. Ja. Wir reichen das nach. Ja, 17 oder 18, hätte ich jetzt gesagt, aus dem Buch raus. Und ja, und eben dann ist ja der George irgendwann... Aber dort hast du Susi gespielt. Ja. Ja. Und eben, da hat es so ein bisschen Wechsel gegeben, noch intern in der Band und so. Und ich bin letztes Mal auch wieder am Bergfest noch einem Auftritt dabei gewesen. Oder eben, wenn der Bassist nicht rum ist oder ich, dann
Aber ja, mir fehlen natürlich jetzt auch Haufen Lieder, die ich dann nicht, das ist, aber ja, zeitlich, der Matti hat mich einfach schon immer noch warm gehalten da, ja. Ist ja auch eigentlich schön für mich, aber ja, ich will natürlich nicht das ganze ablausen schlussendlich, das braucht halt gleich ein bisschen Probe und so. Ja. Aber jetzt mit dem Film, wo wir auch wieder so ein bisschen involviert worden sind natürlich, und jetzt mit dem Büchel noch, was noch, auch noch speziell ist, auch wie und so, ist jetzt mega lässig gewesen, dass ich da wieder mitmachen ja. Und apropos Filmli, also das muss man vielleicht, willst du das sagen? Ja, das können wir eigentlich schon. Komm, sag du das. Also die Idee mit dem Song wäre jetzt noch nicht ganz abgeschlossen bei uns, weil zu so einem Song finde ich immer, muss ein bisschen Bewegtbild dazu. Ja. Es wäre ja wie gegeben. Und die Idee wäre eigentlich, dass wir wirklich einen kleinen Clip zu dem Song noch machen. Ja. Was natürlich jetzt rausgeht an all die angesprochenen Leute in diesen Zeilen. Ja. Cool wäre natürlich, wenn wir den einen oder anderen wirklich schnell filmen. Da tue ich den Text veröffentlichen in dem Fall. Ja, kommt natürlich wirklich darauf an, ob die Person das möchte. Ja. Wenn sie das nicht möchte, kann man das natürlich auch mit einem anderen Bild kaschieren. Ja, wir stellen uns das ein bisschen vor, einfach nur zum Beispiel der Kabi in der Garage vor einem schönen Oldtimer und einem Schlüssel. Also es ist nur so, jetzt sind so ein paar Stückchen, die wir im Kopf haben. Einfach, dass wir die Leute, die Charaktergesichter kurz gesichtet, oder ich weiss nicht, Wolf Grüebli-Sebi mit Ottilia zusammen und vielleicht noch Zöhn dabei. Einfach so ein bisschen so. Und da Gabi Tom, wenn wir auch noch überreden, Frank. Ja, also wenn ihr den Leuten ein bisschen sagen könnt, oder «Hallo Leute vom Walchwil», wir fragen euch an, wenn ihr sagt, Daumen rauf, wir würden in diesem Film mitmachen, dann wären wir natürlich dankbar, wenn ihr das könntet uns durchgeben. Wir werden euch sicher auch noch anfragen. Ja, cool. Und dann wird es sicher auch so ein bisschen noch ein cooles Film dazu. Ja. Das Lustige ist, als ihr vorhin gespielt habt, habe ich sofort einen Film gesehen. Schön. So, sofort den Film, also natürlich die einzelnen Leute, und dann aber hat es einen Sprung getan und dann habe ich gesagt, wenn man da ein Video zu machen würde, könnte es so aussehen. Ja. Ne, also es lehnt sich so ein ganz klein bisschen an die Verfolgungsjagd bei Bullet mit Steve McQueen an. Ne, so können wir so einfach durchs Dorf kacheln und die jeweiligen Leute. Genau. Sowas. Ja, oh, herrlich. Sag mal, bitte. Es gibt ja auch Leute im Song, die leben nicht mehr, oder? Wenn man jetzt so an Pfeifenkopf denkt. Und ich habe dort zum Beispiel vom Pfeifenkopf habe ich auch noch ein richtiges Bild im Kopf. Ja. Und wenn man natürlich ein Bild hätte vom Pfeifenkopf, wäre es zum Beispiel auch schön, oder? Weil ich weiss, ich habe in einer WG zum Beispiel gewohnt, in Walchwil, im Bierihaus. Habe ich dich noch gefragt, wie es ausgeheißen hat. Gerade oben von der Kille. Und ich weiss noch einmal, um es chiffriert auszudrücken, wir sind von Oberwil, haben wir das Heu in den Stall gebracht, das Bierihaus. Was auch immer das heisst. Da steht der Pfeifenkopf und ich sehe ihn heute noch steht vorne aussen, schaut so über und ich schon denke, nein, das gibt eine Tragödie. Das Einzige, was er gemacht hat, der hat geschmunzelt, hat sich abgerührt und wir haben das Heu in den Stall gebracht. Und es ist alles gut gelaufen, oder? Aber das haben wir dann schon kurz ein bisschen geschwitzt gehabt. Und eben, das sind so Bilder, die man im Kopf hast, wo er dort steht, die Tür fallen im Maul und so. Also wirklich auch legendär, oder? Ja. Was ist denn das für Heu gewesen, das du hast? Ich finde den Vergleich riesig. Das tönt schon fast nach einem neuen Lied. Was mit dem Heu? Was ist das für Heu gewesen, wo ihr daheim gemacht habt? Für Heu? Das komme jetzt nicht raus. Jamaikanische Bergkräuter. Jamaikanische Bergkräuter. Es muss irgend so etwas gewesen sein. Ende sagen wir, glaubst du? Nein, das ist der zweite Schnitt, oder? Da will man schon heuen. Okay, nein. Ich habe gesagt, ich hätte chiffriert aus. Wir müssen das für das Publikum draußen ab und zu ein bisschen dechiffrieren. Ne? Das ist, das ist ich glaube, das haben alle verstanden. Das ist ja auch entkriminalisiert. Aber es ist ja auch egal. Es ist ja völlig egal. Ne? Aber da können wir auch nochmal drüber sprechen. Da machen wir. Das Visa-Problem. Nein. Genau. Da machen wir dann einen eigenen Podcast. Genau. Aus der Kräuterküche. Genau. Ja. So, wie viele Konzerte spielt ihr denn im Jahr? Also letztes Jahr war ziemlich tough. Es waren etwa 40 Konzerte, die wir letztes Jahr spielen. Ich muss aber dazu sagen, wir haben das grosse Privileg, wir können das zweite
an einen hundsverlocherten Geburtstag in eine kleine Stube spielen. Wir können das dritte, wir können das vierte, also wir sind sehr... Ja, flexibel. Also sind die nicht immer irgendwie zu vierte unterwegs? Wir sind jetzt sehr viel zu viert unterwegs gewesen letztes Jahr. Und jetzt auf nächstes Jahr wird es wieder einen Wechsel geben. Unser Gitarrist wird sich ein bisschen zurückziehen. Also nicht der Bassist. Nicht der Bassist. Das muss man auch noch sagen. Also eigentlich haben wir noch einen Gitarrist, der ist jetzt nicht da, weil der George Scheidecker, der ist dazugekommen, das war so ein Glückstreffer gewesen, der spielt einfach super geil Gitarre. Ja. Und der nimmt jetzt leider so ein bisschen eine Auszeit. Wir sagen jetzt George. mal Auszeit, ja, Geht gar weil er nicht. einfach wieder mal ein bisschen Zeit für sich haben und für die Frau, was voll verständlich ist, aber das ist jetzt sicher... Also ich sage, ein bisschen Dämpfer für uns ist es in dem Sinne nicht schon. Jetzt müssen wir wieder so ein bisschen mehr an die Bühne, ein bisschen das Konzept vielleicht ein bisschen anpassen, aber das war natürlich auch ein riesen Plus gewesen, als er noch dazugekommen ist und er hat so ein bisschen die Rockabilly-Gitarre noch so das Element drin hineingebracht, wo... Ja, spielt er denn eine Gretsch oder was spielt er? Ja, also er hat eine Gretsch, er hat 2 Gretsch, aber jetzt ist er eigentlich ziemlich wieder aufs... ich habe gedacht, ihr wäre ein guter Gesprächspartner, er kennt auch noch so viele Hamburger Musiker und so, wo er gut verbändelt ist und so. Ja. Wäre auch interessant gewesen, aber jetzt haben wir das Lied jetzt eigentlich einmal reduziert wieder, um einfach auch zu sagen, jetzt müssen wir es halt mal so wieder rauskommen und haben eben so ein bisschen andere Instrumente wie jetzt ein Büchel oder so. Aber ich muss sagen, der George macht das schon richtig. So eine Auszeit tut im Fall mega gut. Ja, ich würde schon so sagen, für uns ist es eben nicht ja, gut. Ich weiß. Angie, Auszeit ist ja gut. So, nein, aber George, irgendwie die 5. Beatle ist auch irgendwann gegangen. Ne? Also das ist, und wenn man das mal in der Retrospektive betrachtet, ne, war eine falsche Entscheidung. Ja. Ne, muss man auch sagen. So, ne? Die falsche Entscheidung ist es bei ihm sicher nicht. Nein, also, gut. Er wird sicher die richtige Entscheidung machen und es ist... Du bleibst unser Lieblingsgitarrist. Ja. Genau. George, bitte melde dich. Ja. Nein, das ist ja auch mega wichtig, oder? Wenn man merkt, man braucht so etwas, dann muss man das machen. Also ich habe das in vorherigen Projekten auch gehabt. Sicher. Dann ist das Schlimmste, was du dann machen kannst, ist dich irgendwie durchdrücken. Also in meinem Fall, weil eben, ich mache gerne Musik und ich muss das Gefühl haben, dass ich meine Augen zutun und wenn ich die Augen aufmache, sehe ich einfach eine Gruppe, die mit mir zusammen das richtig fühlt. Ja. Und musst immer deinen Weg gehen, das, wo du vornimmst. Ist definitiv so. Ist definitiv so. Und in jedem Lebensbereich. Ne? Wenn wir ein bisschen reinfühlen, nicht nur da, sondern auch da, das ist so. Ja. Ich wollte aber ganz kurz nochmal mit den Konzerten. Manu, du hast gesagt, also das kann auch mal bei irgendjemandem in der Küche sein oder in der Stube, wo er dann ein Konzert macht. Und erzählt mal bitte ein bisschen was darüber, also welche verschiedenen Konzertlocations habt ihr schon gespielt? Was war die liebste, was war nicht so doll? Ich fange mal an. Ja. Also das grosse Los ist, dass wir können bei jemandem mit Stuben spielen. Ja. Vielfach sind das auch richtig coole Gigs dann, weil man kommt so in einen kleinen Raum und denkt, das könnte noch schwierig werden. Und 2 Stunden später tropft es von der Decke ab. Also das ist wirklich auch schon vorgekommen. Ja. Und es ist aber auch genau gleich schön, wenn man an ein Open Air spielen kann, wo man einen Techniker hat, wo man jetzt mein Schlagzeug zum Beispiel alles verkabelt und jeder Schlag kommt dann auch so über wie der Tontechniker, den du angesprochen hast, der das möchte. Ja. Es sind halt wie 2 verschiedene Geschichten, wo du dann spielen kannst. Ja. Was vielleicht noch eine lustige Story ist, wir haben mal bei meiner Schwester oder bei unserer Schwester haben wir mal an einem Fest gespielt und da waren wir noch das Zweite gewesen, und da hat uns dort jemand gesehen und hat uns gebucht und ich habe dann am Anfang das Fest gesagt, also wir kommen zu 3. oder zu 4. eigentlich, das ist mehr unser Konzept und so. Und dann irgendwann haben sie gesagt, also eigentlich würden wir es eigentlich gerne so haben, völlig unverstärkt, nur ihr 2. Und dann habe ich auch sagen, ja, wenn ihr das so wollt, dann kommen wir so. Und dann sind wir ins Rietel gegangen und es hat doch etwa 40, 50 Nasen, oder vielleicht, ja, würde ich jetzt sagen, gehabt. Ja. Und dann haben wir gesagt, hey, ihr müsst einfach wirklich ankommen. Und wenn die Leute das dann wirklich hören wollen,
und nicht geschwätzt wird im Hintergrund, dann ist es eigentlich noch lustig, weil dann hört ihr alle zu, höckelt da, schaut dich an und das kommt uns dann irgendwie auch entgegen. Ja. Dann kannst du natürlich auch zum Teil an so einem Fest, manchmal haben sie noch Täfeli an. Ja. Und die haben lustigerweise so Täfeli gehabt, wo immer noch etwas zum Namen gestanden ist. Zu der Frau gestanden ist. Da hast du am Anfang mit denen schwätzen. Und je nach Lied, wenn du irgendwie ein Seemannslied gehabt hast, jetzt zum Beispiel einer ist auf dem Vierwaldstätter See hat ein Schiff gefahren, Kapitän. Da hast du nachher während dem Lied wieder etwas können sprücheln, mit denen interagieren. Ja. So. Und das, finde ich, macht es dann auch so ein bisschen persönlich. Ja. Oder? Und das sind die Konzerte, die ich genauso gerne habe. Auch wenn ich den Reichi mega gerne dabei habe und den Märtl, aber manchmal ist es dann so, es braucht es nicht oder er hat sowieso schon mega viel Gigs und dann nachher sagst du auch, gut, dann gehen wir zu zweit oder auch, wenn er jetzt nicht könnte und es für jemanden passt, dann würde ich auch alleine reinstehen, oder? Aber es ist beides schön, ja. Und vielfach ist eben speziell für einen Geburtstag oder so kleine Festchen ist es fast zu viel, wenn du mit einer Musikanlage kommst. Also dann haben die Leute zum Teil mehr Freude, wenn einfach 2 Personen plötzlich mit einer kleinen Ukulele und einem Cajon schnell hinhocken und etwas da bietet. Du musst immer ein bisschen herausfinden, was wäre das Richtige für das Booking oder du musst halt mit den Leuten reden, was möchtet ihr? Möchtet ihr Tanzmusik, damit es ein bisschen Bewegung gibt? Oder möchtet ihr einfach die Stimmung ein bisschen auflockern mit eben coolen Geschichten, 2, 3 Und wie bucht man euch denn? Also Radio Waldschwil Künstlermanagement, ne, das ist ein Weg. Das ist natürlich, ne, aber ansonsten das gibt keine Provision, hä? Nein, das ist alles, wir machen alles pro bono. Das ist alles wunderbar. Dann würden wir dann nämlich, natürlich machen wir das alles noch in die Beschreibung rein und sowas, ne, und den Link. Ja, selbstverständlich. Also letztes Jahr ist sicher sehr, sehr viel Mund zu Mund. Ja. Also eben, wir haben irgendwo gespielt, da hat uns jemand gesehen und ist nachher zu uns gekommen und hat gesagt, hey, mein Papi wird 70, das wäre doch cool. Also wirklich Mund zu Mund. Ja. Und dann hat sich das eigentlich dann relativ schnell umgesprochen, immer intern, dass man relativ schnell das Feedback geben kann, hey, wir kommen zu 2., zu 3. oder zu 4. Wir haben aber natürlich auch eine Internetseite, wo eine E-Mail-Adresse drauf steht, und auf den sozialen Medien. Ja, Instagram. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das braucht immer Zeit. Aber ja, so. Ja. Okay, ja, super. Also das werden wir sicherlich in die Kommentare, werden wir das mit rein in die Beschreibung. Also Frank dazu. Macht das. Also ich mache das. Und das Repertoire. Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt also Musik, die schon existiert und ihr textet die dann auf Mundart. Was sind denn beispielsweise mal, was ist denn eine Setlist? Eine typische? Ja, das kann von Johnny Cash, Carl Perkins, George Harrison, Manu Chao, Toots Hibbert, Louis Fonsi. Ah, sehr cool. Despacito. Wir haben aber auch einen auf Lager vom Vanilla Ice, Ice Baby. Sehr ich wollte gerade sagen, der hatte ja nur eins. Ja, sehr schön. Wo man kennt. Es geht quer durchs Band und es wird immer mehr. Ja. Also, AC/DC ist auch drauf. Sehr geil. Wir fangen immer mit Johnny Cash an und hören mit Johnny Cash. Mit welchem? Womit fangt ihr an? Also wir haben, das ist ein bisschen unterschiedlich, also wir haben eigentlich Restless ist eigentlich ein Carl Perkins Song, den er aber mit ihm zusammen bei den legendären Folsom Prison und St. Quentin Aufnahmen gemacht hat. Also das ist so ein bisschen Johnny Cash, Carl Perkins. Da zählen wir eigentlich auch zu einer Cash-Nummer. Ja. Und dann haben wir den Keffi Blues, den Folsom Prison Blues und Hey Porter, sein erster Hit, den er bei Sun Records hatte. Hey Schaffner. Und wir haben sogar noch den Man in Black. Der heisst bei uns einfach Mann mit Haar. Mann mit Haar. So geil. Und was ist so euer Favorite Song, den ihr spielt? Habt ihr so einen Lieblingssong? Das ist unterschiedlich. Ist unterschiedlich? Ja, okay. Also, ich glaube, das sind alle ein bisschen andere Meinungen. Ja, also es soll auch so sein. Also ich feiere 5446 von Toots and the Maidles. Haben wir eine Version in Schweizerdeutsch übersetzt. Nein, ist ja lustig. Das ist so der Reggae-Tune, den wir früher beide mega gefeiert haben. Ja. Ist auch der erste, der das Wort Reggae ins Maul genommen hat. Toots Hibberts.
Und dort haben wir auch so eine lustige schweizerdeutsche Übersetzung gemacht. Ich möchte jetzt da nicht zu viel verraten, oder? Ich möchte euch auch live von unseren Konzerten sehen. Aber es geht also auch um das Heu zurück in den Stall bringen. Ja. Ja. Mehr oder weniger. Ja, ich würde jetzt auch diesen Song, weil es halt einfach so ein bisschen das Herzblut ist bei mir schon am meisten beim Reggae. Ja. Weil wir mit dem eigentlich auch am meisten Zeit verbracht haben. Aber auch die Cash-Nummer. Oder wenn er so beim Manu Chao-Song den Basslauf davon macht, dann merkst du okay. Ja, ist auch noch geil. Sehr geil. Und ihr habt vorher noch was gesagt, Seemannslieder sind auch im Sinn? Was denn für Seemannslieder? Das interessiert mich natürlich. Haben wir eigentlich eins, und das ist, ich glaube, es ist sogar das Traditional Handsome Molly. Und da kommt sogar Hamburg in der Übersetzung drin vor. Ist das so? Genau. Also der Text auf Englisch ist eigentlich I wish I was in London, some other seaport town. Und die schweizerdeutsche Übersetzung ist eigentlich, ich wünschte, ich wäre in Hamburg, in dieser schönen Hafenstadt. Ja. Ja, am besten, Frank, kommst du eins Muss- schauen? ja, Wir spielen müssen nicht- hören. Ja, nein, unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja. Hey, und dein? Genau, Ah, Richard? ah, ja, Oder Richi. Martin? Oder Fixel. Das ist tatsächlich im August oder im August. Ist Ja. einer von meinen Favorites. Oder auch der Despacito, weil ich einfach die Latinamerikanisch. Aber Sehr ist eigentlich gerne. auch nicht, ist eigentlich auch nicht so typisch für Bassisten, oder? So lateinamerikanische Musik. Ja, mal. Ich finde, Also. Ah, ich bin so ein möchte gerne Kubaner. okay. Also gut. Genau. Ja. Ja, ich liebe einfach die Musik und dann kann ja, es ist schon nicht ganz ohne die Musik Ja, Spiel am Bass. ja. Ist nicht, Ja. Nein, das wollte ich nicht sagen damit. Aber weißt, es ist jetzt für mich nicht eine typische Bassistenaussage, dass ich gerne lateinamerikanische Aha. Musik habe. Also, eher so ein bisschen was Funk wäre und denn, Blues. was wäre- Ja, Aha, ja, Funk habe ich schon so gerne. Sachen. Ich meine, Es hat- Funk finde ich hure geil. Bei mir hat es immer auch einen Preisenfunk dabei, wenn ich das Okay. spiele. Also es ist immer so ein Okay. bisschen, Also. das kann ich nicht verstecken. Ja. Ja, weil ich sage jetzt eben, so ein typischer Bassist ist für mich der Funk und Blues und Soul und Jazz. Ja, das... Ja. Ja. Oder auch Metal. Metal Ja. ist auch geil. Martin? Ist schon auch gut, was sie machen, Ja. aber ist nicht so meins. Ja, das nimmt mich selber eigentlich auch unter. Ich kann euch dazu mehr nur sagen, wegen dem Lieblingslied. Für mich ist natürlich Johnny Cash, weil wir mit dem angefangen haben, ist halt ein bisschen, und ich das auch immer noch könnte, wahrscheinlich mitmachen, ist für mich sicher Priorität. Und du hast vorhin noch gesagt, wegen Seemannslieder, du hast ja selber auch eins geschrieben. Jetzt weiss ich nicht, ob er das immer noch ein bisschen spielt oder so. Das ist für mich eben halt auch weil er es selber textet und Melodie gemacht hat, habe ich immer sehr cool gefunden und habe das auch, weil es in einer Tonart war, wo mir gelegen ist am Saxophon. B. Und dann ist aber das Blöde, Alte Nebelhorn. dass sie es jetzt mittlerweile wahrscheinlich auf einer anderen Tonart spielen und dann kann ich das eben nicht mehr so gut und dann ist es nicht mehr gleich das Feeling zum Mitspielen, wenn es nicht mehr kannst. Aber ist Susi auch in B? Wenn du Saxophon spielst, ist das auch B? Ja, okay, das habe ich nicht gewusst. Ja, das kann man mit dem Lötkolben Die verändern. meisten Bass, Bariton oder eben Saxophon sind Spitzenwitz. in B. Da gibt es schon noch andere, Ja. aber die Also meisten. ich bin S. Aber ja. Ja, aber wir spielen es glaube ich in C. Der Irgendein Buchstabe. Piratentaten heisst das Lied. Piratentat. Oh. Das ist glaube ich in C. Ja. Aber, natürlich Aber es das, ist durch- was wir alle am liebsten haben momentan, ist natürlich alle müssen einen Namen haben. Der Walchwil. Also, Das ist ja. schlecht in der Promo natürlich. Genau. Ist Das- das So. Ich hätte, so seit einer Genau. Woche ununterbrochen. Manu, ich wäre auch noch mit dem Schuhlöffel gekommen und hätte gesagt, so pass mal auf. Das, Nachdem ich fertig bin, habe ich gemerkt, nein. Steilpass verpasst. Das Ziel Macht ist nichts. dass das ein Welthit wird, oder? ja. Also ich verteile das auf jeden Fall auch noch bei den Hamburger Jungs. Die werden zwar überhaupt gar nicht Ich kann wissen, gerade worum sagen, es die geht. verstehen wahrscheinlich Ganz nicht. genau, nicht. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal. Wir müssen mal ganz kurz ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind seit Ja. fast 2 Stunden dabei. Also ich glaube nicht 2 Stunden am Schwätzen durchgehend, Anderthalb. aber ja. Anderthalb. So, Also ne, sind mir wir, ist das, mega wichtig, dass ich noch etwas sage. bitte. Mhm. Wir dürfen natürlich an dieser Ihr dürft Fasnacht, alle wir noch haben etwas schon letzte sagen. Fasnacht dürfen Zwalchwil Musik Ja. machen.
Ja. Und mir ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch euch allen zu sagen, löst euch das Ticket, holt euch Ich habe gesehen, der Matti hat den Bändel. Die hätten schon Ja. gezeigt, Ja. da, Vorbildlich. Weil wir dürfen wirklich am Schmudo bei euch zu Walchwil Musik machen und freuen uns also schon Sehr, riesig. sehr cool. Und Gemeindezahl und welche Zeit? Im Gemeindesaal und zeitlich Oder ist also schon im Gemeindezahl? Nein, ja. Ist in der Fassibeit? Ja, Ah, ja. cool. Ja, gut, Ja. Fassibeit, ja. Kirchengemeindehaus. Ja, Ja. Gemeindehaus. Ja. Was ich noch ganz kurz anhängen will, es war natürlich nicht nur der Märtel und seine Frau. Also zuerst mal herzlichen Dank an Margrit und an Märtel, dass ihr alle die Namen gesteckt habt. Und dann habe ich aber natürlich gleich noch ein bisschen auf andere losgehen. Und dann möchte ich noch einen speziellen Dank im Säure Beat sagen, weil der hat mir auch noch den einen oder anderen, der den Märtel nicht kennt hat, noch gesteckt. Und der Petra Körner, also der Balis Petra natürlich. Ja, sie hat mir auch noch 1, 2 gesagt. Ja, das wollte ich noch sagen. Danke euch und danke allen Walchwiler, dass es die Namen gibt. So, wir sollen ein cooles Lied machen. Das habe ich tatsächlich auch, das sage ich ja immer. Was? Also so in der Ausprägung habe ich das tatsächlich auch noch nirgendwo erlebt. Ne? Dass also wirklich jeder hat seinen Beinamen zum Ort. Ich meine, wir hatten natürlich auch, wir hatten die Spitznamen, ich bin in der Kleinstadt in Schleswig-Holstein aufgewachsen, die Spitznamen für jeden. Ne? Und da war Qualle und Schiss und Möhre und wie sie alle hießen. Aber da war nicht irgendwie, das ist Raue Berge Qualle. Ne? So, ne? Aha, Aber ja. das, und das ist schon besonders da, das finde ich schon. Das ist klasse. Pass auf. Wir machen das nochmal, finde ich. Und wir machen das dann irgendwann nochmal, vielleicht machen wir im Sommer ein Gartenfest oder wie auch immer und wo wir euch dann natürlich einladen wollen oder machen wir Radio Walchwil live. Mal schauen, cool, wenn wir das... Ja, das ist quasi unsere Einjahres-Jubiläumsparty hier im Garten wäre auch cool. Das wird genau richtig. Hier im Gerbi Country und Garden Club. Ja, genau. Also, irgendwie sowas um den... Das wäre echt schon noch geil. Wollten wir eigentlich ein Lied noch über Radio Walchwil machen? Jesus. Wenn Ja, wir etwas gut. zwegstiften könnten. Nein, aber was mir auch mal Spaß machen würde, ist die Musiker, die ich so im Pool habe. Also wir haben ja, gut, Angie als Musiker, wir haben euch gehabt, wir haben Roland ja nun zweimal auch da gehabt, ne? Ja. Also den Dirigenten der Musikgesellschaft Walchwil, dann meine Hamburger Jungs und all das, dann derjenige Piet Jansen, der den Radio Walchwil Song komponiert hat. Ich hoffe, ich lerne den Piet irgendwann mal noch kennen. Na, selbstverständlich. Und sowas, ne? Das mal alles so zusammenzunehmen und über Musik zu sprechen, ne? Und das, weil wie gesagt, ich schick das raus, ne? Den Song und die Jungs werden begeistert sein. Das weiß ich auch so. Ja. Also, Manu, Matti, Martin, Richard, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Bar auf die Hand. Danke euch. Ja. Nein, tipptopp. Nein, mega. Ist super, dass ihr, toll und dass ihr... Also ich dass kann so heim. Nein, wirklich. die guten, Das ist genau, so cool die gewesen. guten Zähne einsetzen. Ja, und also fantastisch, danke, Ja. dass ihr auch die DIY-Geschichte mitgemacht habt, ne? Und sowas. Ne? Das ist das meiste, das ist eine Premiere für uns hier bei Radio Walchwil. Ja. Das meiste, was wir je im Studio hatten. Ne? Also, und es funktioniert irgendwie. Das Ja. ist, Nein, es ist der Hammer. Ja, nein, ihr Arme. Nein, wirklich. Alles für die Ich bin Kunst. bequem auf meinem Stuhl und so mega viel Es Platz um ist mich für herum die und ihr Kunst. hockt da so, Alles fürs Bild. Ja, ist alles für dich. Ja, ist fantastisch. so zusammengequetscht. Es ist Nein, fantastisch. Hammer. Klasse. Also ich kann- Bandfoto. So. Ja, also ich kann im Fall nachher noch eine machen, wenn ihr wollt. Ich kann auch von der Kamera noch eine machen. Genau, und mit Joe Ja. Walsh und Keith Moon im Hintergrund. Ja, Ne? genau. So. Geil. Ja. Das ist wunderbar. Also, Ah. vielen Dank, Ja. dass ihr da wart. Danke, Klasse. Danke. vielmals. Ciao. Sehr geil. Ciao.